Servus alle zusammen und bevor das Video startet, ein bisschen Werbung in eigener Sache und zwar streame ich jetzt regelmäßig am Freitag, etwa auf die 7:30. Also es sind damals dabei, 19:30 gestartet ein Stream, würde mich freuen auf twitch.tv/castle.ch und ja, viel Spaß bei dem Video, das jetzt folgt. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir sind mit dem Michael Boys hier gerade bei der Hütte oder beim Unterschlupf und wir haben jetzt eigentlich 2 bzw. 3 Missionen. Also wir haben einerseits mal mit dem Franklin eine Mission beim Lester, also wieder eine Attentat-Mission. Wir hätten aber auch Solomon, die wir machen könnten. Und da haben wir noch den Devin Weston, wo wir noch eine weitere Mission machen könnten. Jetzt muss ich überlegen, wenn ich mir genau erinnere, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge die Fahrzeuge geholt? Nein, die kommen erst jetzt. Ja, dann machen wir die Mission, wo wir dort die Fahrzeuge holen. Da könnte noch interessant werden, in der Ego-Perspektive habe ich das eben noch nie gemacht. Und mal schauen, wie das wird. Aber wieder da, wir sind wieder auf der PS5 unterwegs. Also ihr seht jetzt PS5 Gameplay, aber das Game ist natürlich halt einfach PS4 oder von der PS4. Darum ist da irgendwie grafisch oder so kein Unterschied sichtbar. Ich sage jetzt mal, also das Mühschärfe, das haben wir ja schon ein paar Mal angeschaut. Aber mir auch nicht. Gut, also ich würde mal sagen, wir springen für zum Devin Weston, beziehungsweise einfach zu der Mission und starten dann auch gerade das Ding. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob 2 trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits! Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop! Mr. Weston's research team suggests the 2 boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you 2 get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist, brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. So, also wir müssen hier mit dem Auto jetzt das Rennen fahren. Der Weston fährt einfach ein Ederei. Das ist schon ein geiles Auto. Aber würde echt passieren, wenn ich ihn wieder ramme? Wahrscheinlich Mission fehlgeschlagen. Ich weiss es eben nicht einmal. So, also gut, ja, mit dem Franklin, da mit seiner Fähigkeit, die er hat, sollte das eigentlich nicht so schwer sein. Aber auf Betonung sollte, man weiß es natürlich nicht. Vor allem halt mit meinem Fahrstil an so in GTA. Dann noch Ego-Perspektive, also könnte ein bisschen anspruchsvoller werden jetzt, wir sehen es gerade. Wir uns jetzt mal kurz zu dieser Tankstelle, beziehungsweise wir uns auch wieder kurz überspringen. Und dann sehen wir uns, glaube ich, wenn wir dort sind. I'm telling you, 2.7 millimeters. What the fuck does 2.7? Hey, how about we see which one of you 2 is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. So, also let's go. Wir müssen jetzt so das Rennen fahren gegen die, wobei am Anfang ist es eh nur wieder Schletzgummi. Also das heisst, ich kann sie gar nicht überholen. Und dann aber mit einem gewissen Cheatpunkt, genau, aber einen gewissen Cheatpunkt kann ich schon überholen. Dann aber mit einem gewissen Zeitpunkt kann ich sie dann überholen. Aber ja, jetzt am Anfang da kann ich nur eigentlich so hinten nachschnacken. Sie zieht mir eh wieder davon. Das ist so voll die Fast and Furious Szene da, oder Too Fast to Furious besser gesagt. Ich würde gerne die Szene einblenden, die ich jetzt gerade meine, aber wahrscheinlich, wenn ich es wieder einblenden würde ich gerade einen Copyright bekommen. Also das Video wird gespielt, man kennt es. Aber eigentlich ist es super unfair, weil die fahren ja Supersport und ich fahre ein Coupé. Ich glaube, das ist ein Coupé, oder? Ja, genau. Der ist ein Coupé da, der F620. Oh, da retten wir noch. Alles easy, nichts passiert.
Jetzt kann ich eben hier den Cheetah, glaube ich, mittlerweile fast... nein, noch nicht ganz, aber jetzt kann ich ihn gleich plötzlich dann überholen. Aber es switcht dann über zum Michael und zum Trevor. Und dann nachher, ja, habe ich da eh keinen Einfluss mehr drauf. Oh mein Gott, jetzt habe ich gemerkt, ich fahre in die Leitplanke rein. Uiuiui. Ja, jetzt kann ich ihn überholen. Jetzt fährt er plötzlich so saumässig langsam. Und ihn da vorne kann ich eben auch überholen, glaube ich. Ah, nein, ihn kann ich nicht überholen. Aber jetzt tut sie gerade wechseln. Ich kann ihn fahren. Scheiße, Zwischensequenzen. Oh mein Gott. Also ich habe ja das noch nie so gespielt in der Ego-Perspektive. Sieht recht speziell aus. Und wir folgen diesen zwei. Wiu, 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 wiu. Ja, aber wir können nicht näher her, weil der Schletzgummi drin ist. Wow, Trevor! Sind gar nicht so schnell. Los, schnell, Trevor, gib mal gut Zeit da vorne. Aber mit der Töpfe ist es gemütlich so zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. In der Perspektive hätte ich mir das schlimmer vorgestellt. Wow! Holy shit! Alter, das Viech, Mann. Halten! Stopp! Halt! Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we were sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer, Officer, is this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey. What are you doing? Fucking car. All right, we got to make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You little shit. Get the fuck out of here. Go on. So, wir nennen den Franklin. Weil mit dem Franklin kann ich eben den Ding so brauchen. Seine Fähigkeit. Wow! Alter ey, was ist heute los wieder? Jetzt ist das hure Viech, Mann, und dann nachher noch der hure Töpffahrer jetzt. Wieso zieht der sich einfach so über aus dem Nichts?
gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. 1 kid and 2 old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. So, gut, also wir haben die Mission jetzt bestanden. Mal schauen. Silber, Missionszeit, okay. Dem Anführer nach. Okay, dort hätte ich wahrscheinlich links durchfahren sollen, Bus überholt. Habe ich eigentlich gemacht, aber egal. Ja, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge von GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wir machen in der nächsten Folge weiter, glaube ich, wieder mit dem David Weston. Wir machen jetzt schon kurz zuerst die Mission durch. Es sind ja etwa 3-4 Stück, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht. Und dann sind wir dort auch wieder nachher. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns einfach wieder in einem anderen Teil. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!